Altesse Royale, Exzellenzen, die Damen und die Herren, wir haben einen wunderschönen Text hören aus der Heiligen Schrift. Ein Text, der schwätzt über Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, ein Begriff, den auch für alle Religionen, die an unserem Land vertreten sind, von ganz großer Wichtigkeit ist. Und am Anfang ist es schon so, dass ein demokratischer Staat nimmer existieren kann, wenn es an dem Staat Gerechtigkeit gibt. Wenn Schere von arm und reich nicht so groß ist, dass Leute sind, die wirklich Not leiden. Weil da könnte dann eine Regie von dem Staat, von dem Gemeinwesen, und da können die eine ganz schlechte Zeiten haben. Dafür haben wir schon auch den Sozialstaat. Dafür ist schon auch den Dialog zwischen Patronat und Gewerkschaften so wichtig. Und dafür geht es also schon so, dass die Reichen mehr Steuern bezahlen, wie die Männer verdienen. Das ist eine Sache von Gerechtigkeit. Und wir müssen gucken, und ich habe voll Vertrauen, dass das gemäht wird, dass am Wandel von der Zeiten, wo sich so vieles ändert, wo dann Koordinieren ein bisschen verrutschen, dass die Schere zwischen arm und reich nicht mehr groß geht. Und dass wir so immer ein Volk sind und bleiben, was als Solidarität zusammensteht. Weil das verlangt der Bonum Kommune, der Bien commun. Das heißt, da gibt es etwas Gutes, was das alle Gute gemeinsam ist, was das zusammenhält, aber was sogar über die Nationalstaatlichkeit herausgeht. Weil die Bonum Kommune, die können wir zurückführen auf die Menschlichkeit. An der sei es alle guten Egen, egal auf welchem Land von der Welt wir wohnen. Es gibt viel Geschwader geschrieben über die Bewegung Fridays for Future. Haben so gedacht, erbarmungslos kritisiert, haben so begeistert abgeholt. Ich muss sagen, es sind hilfreich auf die Jean-Claude, dass die Initiative holen für hier eigene Zukunft. Weil Gerechtigkeit, an den Begriff war schon heute Morgen gefallen, als eine Justice intergenerationell. An die Gerechtigkeit müssen wir auch die Generationen mit ranholen, die nach uns kommen. Und das ist schon am Anfang geholt, das schönste Zeichen von Lebt an einer Gesellschaft, wo Leute wie an meinem Alter sich suchen und gucken, dass doch die Leute, die da nur kommen, die nur mir zu Lützeburg werden leben, dass die können eine Zukunft haben. Und dass sie in dieser Zukunft können glücklich sein, so wie wir hoffentlich auch alle Guten an der Gegenwart glücklich sind. Was Klima betrifft, da gibt es Leute, die das leugnen. Internet gibt es viele Leute, die sagen, es gibt keinen Klimawandel. Aber das Gefährlichste ist, wenn 5 Leute das liken oder dasselbe schreiben, dann meint ihr, B-Mal hat er recht. Und das ist ganz gefährlich, weil die Realität können wir nicht mit kleinen Meinungen ändern. Die Realität ist da, und die Realität fordert ein Handeln von uns. Wir können also auch, wenn wir von Gerechtigkeit schwätzen, auch von Klimagerechtigkeit schwätzen. An unserem Land aber auch darüber hinaus, weil andere Länder, die das
Und wissen du los schon, die Armen müssen mehr unter dem Klimawandel leiden wie die Reichen. Und noch da gucken, wie wir können eine Solidarität herkriegen, dass wir in neue Koordinien auch können, den Wert von Gerechtigkeit aufrechterhalten. Weil, was Klima betrifft, da ist Nationalinteresse identisch mit dem globalen Interesse. Du hast kein Blatt dazwischen. Ich meine, wir wissen alle gut, dass Lützeburg nicht eine Insel ist, wenn Klima rundherum sich ganz stark verändert. Aber die Regierungen auf der ganzen Welt, an Parteien, haben so ganz viele Sachen noch von der Umwelt an ihr Programmen abgeholt. Und trotzdem sehen ich schon die Demonstrationen von Fridays for Future, dass nach die Klick fehlt. An den die Klick, die Damen und die Herren, die muss von euch selber kommen. Also Propst schwätzt von einer Konversion ökologisch, von einer ökologischen Umkehr. Und das da, wo ich mich zum Beispiel ganz persönlich durch die Demonstrationen von unserer Jugend angefordert spüren, ich spüre darauf hin, dass ich meinen Lebensstil ändern muss. Das ist nicht so einfach. Weil wir sind schon alle Guten, Kinder von unserer Zeit, und alle Guten erlebt, für ihr Wohlstand an die Lut geht, aber wie es da doch alle Guten gut geht. Und wenn dann von einer Umkehr heißt schon auch, dass ich auf verschiedene Sachen verzichten muss. Dass ich an der Wirtschaft auch umtesten muss. Und da gibt es schon ganz vieles gemäht. Mir gelebt macht, wenn wir nicht die Umkehr ganz persönlich machen, dann ist auch Politik schlussendlich machtlos. Und dafür meine ich, dass als Religionenheit zu Lützeburg, als ein Akteur vom öffentlichen Leben an unserem Land, wir, die von Gerechtigkeit schwätzen an unseren Texten, dass wir müssen aufhängen mit der Umkehr, mit unserem Lebensstil, dass wir das, was die katholische Kirche betrifft, an das Predigt vom Evangelium müssen wir heranholen. Für, dass das Welt eine Zukunft tut. Aber wenn die Welt eine Zukunft tut, dann braucht man nicht zu fährten, dass Lützeburg auch eine Zukunft tut. Aber wenn wir von Gerechtigkeit schwätzen, dann ist es schon so schön zu sehen, Madame, wie dir ihr ersetzt, für die Gerechtigkeit zwischen Mann und Frau, an Kriegszeiten, gegen de Viol als Waffe am Krieg. Und ich meine, die weist es durch Menschlichkeit, wie auch wir müssen gucken, an einer Gesellschaft, die aber ganz stark durch den Konsum bestimmt wird, dass man die Menschlichkeit von unserem Herz nicht vergessen. Und dass wir die Menschlichkeit sozusagen dann auch müssen umsetzen. Am persönlichen Leben, das ist meine Verantwortung, am Leben von der Nation, das ist die Verantwortung von anderen Leuten, mit die zwei spielen zusammen. Und dafür mein Aufruf auch haut, dass die Religionen, die Leute, die keine Religion haben, mit die gute Willen und die schon dieselbe Menschlichkeit haben, dass wir als wirklich Druck gehen für eine Konversion ökologisch zu kreieren. Also Blick aus viel an Vergangenheit gegangen. Im Zweiten Weltkrieg als Befreiung und das Gute so. Weil wir leben auf dem Fundament. Aber das ist auch ein Eis,
ein Fundament zu machen, auf dem die nächsten Generationen leben können. Monseigneur, et Beispiel, Haltung, Nurlauschteren, Dabeisinn, Empathie, die weisen uns den Weg zu der Menschlichkeit, die wir alle Gute brauchen, wo wir alle Gute müssen zusammen schaffen, für die Defien von der Zukunft aufpacken zu können. Ich ein großes Merci. Vive als Famille Grand-Ducale, vive als Grand-Duchesse, vive als Grand-Duc Henri, à vive Lützeburg. Amen.